Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. No, heute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem, was ist es, 8. Bundesligaspieltag bei Borussia Mönchengladbach. Letzter gegen Erster. Wilde Nummer. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst gerne ein Abo da. Damit verpasst ihr nichts und unterstützt einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank. Und damit gehen wir rein in den Bums. Borussia Mönchengladbach, und darum wollen wir sprechen mit unserem Sportvorstand, mit Max Eberl und unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Was? Und ich bitte um Handzeichen für die ersten Fragen. Julian Wolf von der Welt, bitte. Ja, guten Morgen an alle. Frage an beide. Gladbach-Bayern war früher ein sehr, sehr großes Spiel, ist vielleicht immer noch ein großes Spiel, aber es ist jetzt Erster gegen Letzter. Wo lauert die Gefahr? Was erwarten Sie für ein Spiel? Ja, genau, dass wir so reingehen im Spiel, dass wir denken, das ist Erste gegen Letzte. Also, aber zum Glück glaube ich, dass wenn wir in diese Stadion reinkommen, auf den Platz reinkommen, dass wir nicht das Gefühl haben werden, weil das natürlich noch immer Tradition ausstrahlt und ich glaube, dass... Ja, das sehe ich genauso. Ja, das sehe ich genauso. Da ist es mal ein Vorteil, dass es Gladbach ist und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas was anderes, was weniger Tradition hat, wo man dann vielleicht schon mal leichter in diesen Fokus rutscht. Ich denke, es sind auch noch einige Spieler dabei, die 15-0 im Pokal mal auf die Fresse gekriegt haben. Ich denke, das ist auch immer noch ein bisschen präsent. Und von daher gehe ich da schon von aus, dass der Fokus da ist. Und natürlich auch, du willst natürlich jetzt die Welle und den Rekord weiterreiten. Und den willst du natürlich nochmal gegen Gladbach und im Idealfall gegen Köln mitnehmen, bevor dann PSG kommt, wo man da jetzt nicht so einfach von ausgehen kann. Aber natürlich, ja, der Ehrgeiz ist da und ich denke, der Fokus ist auch da. Man soll das Spiel nicht unterschätzen, da gehe ich auch mit. Ja, aber wir hören erstmal weiter. Dass man nie das Gefühl haben wird, dass es Letzte gegen Erste ist. Aber ich war selber auch mal Letzter, noch nicht so lange her, und ich weiß, wie das fühlt und das ist natürlich nicht einfach, aber trotzdem versuchst du immer deine Motivation zu finden, um gerade in diese Spiele deine Saison zu starten, und das darf nicht passieren, und wir wollen deswegen natürlich den Fokus ganz hoch halten. Gut, ich kenne die andere Seite relativ gut und ich weiß, was das für den Club bedeutet, wenn der FC Bayern kam. Und da war es dann auch ein Stück weit egal, wo man stand. Das war einfach immer das Spiel des Jahres aus der Vergangenheit heraus. Ist immer das Spiel des Jahres, egal. Ja, vielleicht mit Abstrichen, keine Ahnung. Wenn du ein Spiel gegen direkten Konkurrenten hast, wo es dann an den letzten Spieltagen ist, da ist das vielleicht wichtiger, aber ansonsten ist so ein Spiel gegen den FC Bayern natürlich immer das Spiel des Jahres, zumindest in der Bundesliga. Wie Vini gesagt hat, traditionsreiches Duell, Tradition pur. Und das spürt man in Mönchengladbach auch die ganze Woche über bis zum Spiel. Dementsprechend weiß ich, was uns erwarten wird. Das wird ein sehr, sehr emotionales Spiel werden. Und was Vini gerade gesagt hat, wir müssen voll fokussiert sein, als ob wir gegen den Tabellenzweiten spielen. Weil nur dann werden wir auch erfolgreich sein, weil ich weiß, was da möglich ist. Wenn dann eben auch mal die Fans kommen, dann kann es auch mal zum Hexenkessel werden. Stefan Kumberger von Sport 1, bitte. Guten Morgen. Vincent Eugen Polanski, der Trainer auf der anderen Seite, hat gesagt, die Bayern spielen gut, aber sie machen nichts Besonderes. Stimmt es? Ist Ihr Fußball so einfach zu verstehen? Ich hoffe für unsere Spieler, dass sie das Gefühl haben, dass es einfach ist zu verstehen. Und, aber ja, ich finde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss, ehrlicherweise. Gar nichts muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob wir nichts Besonderes machen. Weiß ich nicht. Ich finde schon, dass wir was Besonderes machen, gerade mit dem Umgang unserer Außenverteidiger. Ich glaube nicht, dass das irgendwie. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so drin in dem Fußball von anderen Mannschaften. Aber das, was ich bisher so gesehen habe, habe ich jetzt noch nicht gesehen, wo die Außenverteidiger ähnlich spielen, weil unsere Außenverteidiger sind ja eigentlich eher Mittelfeldspieler auf irgendwelchen Halbpositionen, wenn man ehrlich ist. Ja. Wenn man sich so einen Conny Leimer anguckt, also zumindest immer einer der Außenverteidiger ist eigentlich immer mit im Mittelfeld. Zwar immer auf einer Halbposition,
Also Außenverteidiger hinterlaufen sehr wenig den Außenstürmer, sondern sind einfach mehr im Mittelfeld unterwegs. Weiß ich nicht. Ist das jetzt was Besonderes? Ist es nichts Besonderes? Kann er ja dann zeigen, der Gladbach-Trainer. Ja, wenn das nichts Besonderes ist, dann sollte es ja auch nicht das Problem sein, da irgendwie eine Strategie zu entwickeln, um den einen oder anderen Spieler mal aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, natürlich ist die Qualitätsfrage da. Was bedeutet, auch wenn man nichts Besonderes macht, dass dann die einzelne Qualität entscheidet. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt nichts Besonderes machen. Ja, wir haben jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Wie auch, warum auch. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir irgendwie Fußball von der Stange spielen. Wir versuchen wie jeder Trainer, glaube ich, wie jede Mannschaft, alles, was kompliziert ist, als einfach zu erklären zu unseren Spielern. Aber ich habe es gelesen, ich glaube, das war eher positiv gemeint und ich Aber schön, dass er auch schmunzeln muss dabei. will das auch nicht anders drehen. Vielleicht ist es auch der Erfolg, dass sie es einfach aussehen lassen. Ja, aber am Ende, dass Michael Olise irgendwann den Ball auf den Flügel bekommt und was macht, das weiß jeder. Und das muss man einfach versuchen zu stoppen. Dass Lucho Diaz irgendwann auf dem Flügel links den Ball bekommt und dann einen Dribbel versucht, das weiß auch jeder. Und dass Harry Kane irgendwann in den 60-Meter-Raum kommt und arriviert, das weiß auch jeder. Und dann, klar, dann hat Qualität und Talent was damit zu tun, aber wichtig für mich einfach ist, dass wir unser Spiel genießen und wie wir das machen und dass wir auch erfolgreich sein im Moment und das müssen wir weiterhin gegen Gladbach machen. Manuel Bunke von der TZ, Merkur, bitte. Guten Morgen zusammen. Herr Company, können Sie uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Darf Jonas Urbik gegen Gladbach spielen? Steht er im Tor? Weil gegen Köln muss er ja quasi ran, mehr oder weniger. Bekommt Manuel Neuer eine Pause? Und Herr Eberl, eine Frage auch an Sie. Lennart Kahl hat jetzt aufgetrumpft in der Champions League. Also für mich, ich habe es ja schon im letzten Champions League-Spiel gesagt, da hätte ich ihn schon gebracht, macht es völlig Sinn. Ja. Ihn jetzt gegen Köln so von 0 auf 100 zu werfen, erstmal sein Ex-Club, dann Pokalspiel, wird wahrscheinlich auch funktionieren, aber ich würde es auch gut finden, wenn man ihn jetzt schon mal ein Spiel vorher gibt. Ja. Einfach um ein bisschen wieder reinzukommen. Campus ist ja auch immer wieder im Fokus. Man sehnt sich nach Eigengewächsen, die auch hier ja ihre Geschichte schreiben. Nimmt man das aber als Anlass, jetzt nochmal den Campus, ja, da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben, nochmal genauer hinzuschauen, den einen oder anderen Stein umzudrehen? Ja, Jonas wird starten morgen. Also ich sage normal nichts zum Startelf, das wissen Sie. Aber ich habe gelernt in meiner Karriere auch als Spieler, dass die Torwarte immer ein bisschen anders sein und deswegen ist es besser, einfach deutlich zu sein. Und Thomas startet morgen, das haben wir in der Woche ganz deutlich auch besprochen mit Manu und das hat natürlich als Grund, dass er in Tor gegen Köln startet am Donnerstag. Und deswegen in diesem Fall ist Deutlichkeit besser und ja. Erstmal ist es schön, dass das, was wir uns vorgenommen haben, was ich ja schon beim letzten Mal gesagt habe, dieser Fokus auf die Talente, die wir haben, auch nicht zu viele, weil eben, wenn du sagst, du hast, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 im Kader, wem gibst du Möglichkeiten? Und deswegen haben wir uns halt im Sommer entschieden zu sagen, Wisdom Mike, Kiala und Lennart sind die Jungs, auf die wir Wert legen, weil wir das Potenzial. Da gehe ich erstmal mit, ja, um da mal kurz drauf einzugehen. Ich denke auch, dass es, wenn man diese Art Kader hat, dann kannst du halt nicht sagen, ich nehme 6, 7 Jugendspieler mit rein. So, das wird nicht funktionieren, wie Max Eberl es sagt. Wie entscheidest du dann, welchen du fördern willst? Ja, du kannst ja nicht 6, 7 Jugendspieler einbauen beim FC Bayern. Du kannst ja noch nicht mal 2, 3 einbauen beim FC Bayern. Es ist ja meistens maximal einer, ja. Vielleicht so, wie es jetzt gerade ist. Du hast einen Lennart Kahl, der einigermaßen regelmäßig mal ein Spiel bekommt oder mal Einsatzzeit bekommt und dann hast du Wisdom Mike, der vielleicht auch mal die eine oder andere Minute bekommt. Ja, aber das war es auch, ja. Und wenn wir sehen,
dass das auch nur passiert, wenn Serge Gnabry ausfällt. Ja, stellt euch vor, fällt nicht aus, Musiala ist noch da, so, wo sollen dann irgendwie 3, 4 Talente eingebunden werden? So, wir sind halt kein Ausbildungsverein, Punkt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Es muss aber immer das Ziel sein, wie Max Eberl es sagt, da gehe ich mit. Ich denke, es ist eine gute Zahl, wenn man so 3 Talente im Kader hat. Ja, es können natürlich immer ein paar mehr mittrainieren bei den Profis, das sollte ja nicht das Problem sein. Und da muss man schauen, dass man 1, 2 davon auf jeden Fall fördert. Ja, und das tut man halt mit Spielzeit. Potenzial auch sehen, weil wir auch die Möglichkeit sehen, ihnen diese Spielzeiten zu geben. Jetzt hat es Lennart natürlich gegen Brügge wunderbar gemacht, er hat das Tor geschossen, ohne dass wir jetzt schon wieder sagen, das ist jetzt schon der neue Stern. Also Ja, das ist, wie gesagt, mich stört das auch, dieses Gehype gleich wieder drum, ja, und diese Frage in der letzten, ja, ist ja jetzt eine Alternative für eine WM 2026, Leute, was ist los? Ja, davor die Einsätze waren okay, auch der Einsatz war jetzt okay, er hat ein schönes Tor gemacht, hat nochmal 2 sehr starke Aktionen gehabt, ansonsten war es eine ordentliche Leistung, ja, aber jetzt auch keine Leistung vom anderen Stern mit einem Dreierpack und mit jeder Aktion, die super gefährlich war oder sonst was, ja, man muss da mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Der Junge macht eine Entwicklung, das sieht gut aus gerade, alles toppi, ist im Soll, würde ich sagen. Und den Rest wird man sehen, ja. Aber das gleich wieder so hoch zu hypen, ey, in was für einer Zeit wir leben, ja. Es reicht irgendwie eine Leistung, wo man mal ein bisschen auffällt und gleich ist man der nächste Messi gefühlt, ja. Ich meine, klar, die Sehnsucht ist da, erst recht beim FC Bayern, dass man nicht immer irgendwie teuer dazu kauft, sondern mal in der Offensive auch wieder einen Spieler aus den eigenen Reihen hat. 100% bei mir genauso. Aber gebt den Jungen mal ein bisschen Zeit, ne? er ist auf dem Weg, er muss aber auch genauso noch viel arbeiten wie Ja. alle anderen Jungs auch. Ganz genau. Und dass wir im Campus Gas geben wollen, das ist wenn Christoph und ich bei Vereinen arbeiten, dann weiß man, wo wir kommen, was wir immer True, für was ja. für uns wichtig war. Und das ist genauso mit dem FC Bayern. Das heißt nicht, dass du mit dem Fingerschnipsen Campus wieder noch mal mehr, weil sie haben einen sehr guten Job gemacht. Das wird oftmals vergessen. Ich habe es ja auch oft genug schon gesagt. Also mit Stani, mit Alex und mit Jamal haben wir 3 Stammspieler aus dem eigenen Campus, die eben auch alle noch relativ jung sind. Jetzt haben wir mit Lennart wieder einen, wie gesagt, mit Wisdom Mike und Kerle, die nächsten, die dann anklopfen. David Daiber, der relativ häufig schon auch im Kader war. Ganz viele Jungs, die regelmäßig trainieren. Das ist die Verbindung, die wir schaffen müssen. Und dann dieses Miteinander, diesen Ehrgeiz zu entwickeln, A, erfolgreich zu sein als Bayern München, das steht bei uns über allem, aber B, gleichzeitig eben auch dieses Augenmerk zu haben, das ist das, was wichtig für uns ist. Und dementsprechend ist Lennart wunderbar und am liebsten noch viel mehr, aber das ist eben nicht mit Wünschen, sondern mit Arbeit hat es zu tun. Christian Kunz von der dpa. Ja, und es ist auch nicht so einfach, sich beim FC Bayern dann durchzusetzen. Ja, sind wir mal ehrlich, weil du musst genau die Chancen so nutzen, wie es Lennart Karl jetzt getan hat. Ja, hätte er da jetzt wieder nur so eine durchschnittliche Leistung gebracht wie vorher, dann wäre er auch erstmal wieder raus gewesen die nächsten Wochen. So ehrlich muss man sein, ja. Wir reden halt über den FC Bayern. Da ist es schwer zu sagen, ja komm, ist okay, spiel mal und wenn du jetzt mal 3, 4, 5 Wochen nicht so die Leistung bringst, ziehen wir dich mit durch. Was mit Sicherheit möglich wäre, so, keine Frage, ja. Wenn nicht bei uns im Kader, wo dann? Aber ist nicht der Anspruch. Ja, du musst direkt funktionieren, so wie es in Pavlovic letzte Saison getan hatte, beziehungsweise davor die Saison, wo Tuchel ihn gebracht hatte. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu etablieren und dann kann man natürlich auch mal an so einem Spieler festhalten, wenn er etabliert ist. Hat man mit Pavlovic auch getan jetzt diese Saison. Aber die Leistungen waren jetzt auch nicht so überragend. Hat an ihm festgehalten, hat sich wieder gefestigt. Logisch. Aber erstmal diesen Durchbruch zu schaffen, ja, da musst du liefern. Ja, ganz einfach. Eine Frage an Max Eberl. Sie haben es eben gesagt, Sie kennen die andere Seite. Wie sehr tut der Absturz von Gladbach Ihnen weh? Tatsächlich ist das schon was... Max, hör auf mit dem Ich habe mir das schon voll angewöhnt hier. Ich versuche das gerade zu unterdrücken immer. Katastrophe, ich hasse das. Was ich sehr, sehr genau beobachte und anschaue, weil ich war 23 Jahre da gewesen. Und das sind jetzt die beiden Vereine, die in meinem Herzen sind, Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie jetzt mit den Entscheidungen, die Sie gefällt haben, mit Eugen und mit Rufen, finde ich, 2 sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen haben.
und dass sie ab Sonntag dann anfangen können zu punkten. Das muss ich dann auch relativ egoistisch sagen, aber ich wünsche einfach, dass sie da rauskommen. Das hat mit Arbeit zu tun. Ich kenne genau, was da jetzt gerade passiert. Ich kenne das Umfeld, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn der Verein, und das wird Rufen schaffen, das wird Herr Stegemann schaffen, dann zusammensteht und diese Situation akzeptiert, dann werden sie auch da wieder rauskommen und dann werden sie auch irgendwann im gesicherten Mittelfeld sein. Das wünsche ich Ihnen. Philipp Röttger. Ich bin sehr gespannt, ob die Gladbacher das die Saison hinkriegen, ins gesicherte Mittelfeld wieder reinzukommen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Gladbacher werden bis zuletzt da unten mit rumwirken. Aber wer weiß. Wer weiß. Von München TV, bitte. Guten Morgen, Herr Company. 2 Fragen. Einmal, wie geht's Jamal Musiala? Ich habe gesehen, er hat gestern mal wieder auf dem Trainingsplatz gestanden. Wie geht's ihm und wann kann man so ungefähr wieder mit ihm rechnen? Und andere Morgen. Also morgen können wir wieder mit ihm rechnen und steht auch in der Startelf. Leute, diese Fragen sind so lächerlich. Was soll er denn jetzt dazu sagen? Ja. So, wir reden über eine Reha-Phase. Da kann immer ein Rückschlag passieren. Und du kannst jetzt keinen Zeitraum nennen. Abwarten, wenn die Spieler ins Mannschaftstraining einsteigen. Dann kann man vielleicht mal eine Prognose starten, aber selbst dann kann es noch passieren, dass ein Rückschlag erfolgt. Also. Frage. Es könnte morgen der 13. Pflichtspielsieg in Serie sein. Ist Ihnen so eine Bilanz bewusst? Sowas hat bisher nur Mailand geschafft. Ja, also erstmal zu Jamal. Sie haben gerade, ich habe Jamal auch die letzte Woche, also wir sehen Jamal täglich fast, aber ich glaube, dass die Körpersprache im Moment von Jamal zeigt, wie viel er sich freut auf diese nächste Schritt jetzt, dass er wieder auf den Platz darf. Und aus meiner Seite bleibt es natürlich eine Pleite für Geduld. Ich weiß, der möchte schnell gehen, der möchte schnell wieder zurück sein und wir brauchen Jamal auch, aber Naja, da brauchen wir ihn nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind, oder? Wenn du 12 Spiele in Folge gewonnen hast in dieser Art und Weise, können wir jetzt nicht davon reden, dass wir einen Jamal gerade unbedingt brauchen. Hört sich hart an. Natürlich wird das nochmal dann ein anderes Level sein, ja. Keine Frage. Aber dass du ihm jetzt gerade unbedingt Druck machen musst oder so, ist halt nicht gegeben und das ist auch schön, ja, und gut so. Weil es macht keinen Sinn. Diese Kompanie sagt, lieber Geduld, lieber safe zurückkehren, als wie irgendwas überstürzen und dann nach 2, 3, 4 Wochen wieder irgendwie 3 Monate ausfallen oder so ein Mist. würde alles dafür tun, damit er einfach noch wichtig sein kann in dieser Saison, aber auch, dass diese Saison ganz stark ausspielt und dann ganz stark ins WM geht und deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen Geduld haben, aber diese ersten Schritte sind natürlich sehr positiv. Wann er zurückkommt, der Plan war Januar, aber schauen wir mal, das sind diese langfristigen Verletzungen, das kann ein bisschen schneller gehen, aber es kann auch ein bisschen länger dauern und deswegen möchte ich auch die nötige Ruhe bringen für seine Zurückkunft. Und dann, nein, Statistik, wie viel ich will mich morgen gewinnen, das ist für mich nur 3 Punkte. 3 Punkte reicht für mich und alle andere Sache, das habe ich schon mal miterlebt in anderen Vereinen und das gehört zu der Sache, dass man eigentlich ausschließen muss und muss einfach die Fokus behalten auf dem Spiel und seinen Job. Ja. Nächste Frage von Torben Hoffmann von Sky Sport News, bitte. Ja, 2 Fragen. Einer an den Trainer. Stani hat gestern individuell trainiert, aber ist relativ früh wieder reingegangen. Gnabry auch individuell. Also die Frage, sind die beiden spielfähig und im Kader? Und Max, an dich die Frage, wie sehr ist es für dich auch Befriedigung oder Genugtuung, wenn man sieht, dass der komplette Plan, das, was ihr gemacht habt mit Vinny, mit der Vertragsverlängerung, mit dem Fußball, den ihr spielt, ihr rasiert durch alle Wettbewerbe momentan. Also inwieweit ist es für dich auch eine Genugtuung zu sehen, was da vielleicht mal auf dich eingeprasselt ist, dass eben der Plan am Ende tatsächlich aufgeht? Ja, wenn Stani und Serge normal trainieren heute, dann fliegen die mit und dann haben wir die im Kader.
Kurze Antwort. Ja. Ich wollte eigentlich überlegen jetzt, ich wollte die Antwort überlegen, während du sprichst, aber es ist so schnell. Haben wir schon mal in der Mixzone drüber gesprochen. Für mich, wir haben uns im Sommer Dinge vorgenommen, die wir geplant haben, sei es über Transfers, sei es über Abgänge, sei es über eine Campus-Integration. Und ich bin einfach extrem glücklich und happy, dass das, von dem wir überzeugt waren im Sommer, natürlich jetzt auch so perfekt aufgeht gerade. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Auch die Verlängerung mit Vinny war für uns ein wichtiger Mosaikstein, den wir auch noch schaffen wollten. Es kommen weitere Mosaiksteine, es werden weitere Fragen von euch kommen, was Verträge betrifft. Wir haben das Gefühl, dass wir eben so gute Entscheidungen getroffen haben, dass wir jetzt sehr stabil dastehen. Das hat eben, habe ich ja auch schon mal gesagt, die letzte Saison dazu beigetragen, dass Vincent jetzt mit der Mannschaft 17 Monate, 18 Monate, 19 Monate, wahrscheinlich sage ich was Falsches, arbeiten konnte, dass wir Puzzleteile dazu gefunden haben, die sehr gut in unseren Kader passen, dass wir strategische Entscheidungen getroffen haben, was den Campus betrifft. Und das fühlt sich einfach gut an, dass man sagt, okay, das, was man sich vorgenommen hat, das hat funktioniert oder das scheint zu funktionieren. Wir wollen noch weitermachen, aber das ist das, um was es für mich geht. Und jetzt Genugtuung, was eingeprasselt ist im Sommer auf mich. Tatsächlich hatte ich den Stahlhelm auf, bin durchmarschiert und habe, wie gesagt, gemeinsam mit Vinny, mit Christoph, mit dem Verein die Dinge umgesetzt, von denen wir überzeugt waren. Und das ist dann zu so einem guten Resultat Stand heute führt, freut uns sehr. Aber wie gesagt, wir sind hungrig, wir wollen mehr. Naja, die Diskussion von wegen zu kleiner Kader, etc., die waren ja eh Schwachsinn. Ja. Aus meiner Sicht völlig überzogen und ja, Schwachsinn eigentlich. So, muss man einfach sagen. Ja. Und wie es ein Eberl auch sagte, zur Not hast du immer noch Jugendspieler hinten dran und dann kannst du die auch reinwerfen und das muss dann halt einfach auch mal für das ein oder andere Bundesligaspiel genügen. Ja. Und wenn man sieht, wie wenig Spielzeiten Tom Bischof bisher hatte, können wir auch nicht davon reden, irgendwie, dass der Kader zu klein ist. Klar, jetzt auf der Außenverteidiger-Posi mit dem Ausfall von Stani und so ist es schon ein bisschen enger geworden. Aber selbst da, ja, wenn da irgendwie richtig Not am Mann wäre, ja, dann könnte es halt auch einen Bischof dahinstellen, das haben wir ja gesehen. Aber selbst dazu kommt es ja nicht. Nächste Frage von der Bild-Zeitung, Julian Agadi, bitte. Eine Frage an Herrn Kompanie. Zu Konrad Leimer ist ja so ein bisschen eure Allzweckwaffe gerade, kann hinten links, hinten rechts, kann auch Sechser. Was macht ihn aktuell so stark und was zeichnet ihn vielleicht auch als Typen aus in der Mannschaft, in der Kabine? Ja, seine Energie, seine Hunger. Und ich habe schon mal die Frage kam auch, weil natürlich kommt jede Woche haben wir viele im Moment positive Geschichten über Einzelspieler. Also ich hab oft Fragen über Harry Kane, ich habe oft Fragen über Michael Olise und so weiter und so weiter. Und Lucho Diaz und ein bisschen ähnlich wie Lucho Diaz, so dieses Energie, die er reinbringt, hat, glaube ich, das typiert unsere Mannschaft auch, finde ich. Natürlich brauchst du Qualität, um die Tore zu machen. Ohne diese absolute Qualität machst du nicht so viele Tore, gewinnst du nicht so viele Spiele. Und das hat zu tun mit Qualität von unserer Kader und Einzelspieler. Aber was du kommunizierst als Mannschaft und in dein Spiel, da gehören Leute wie Lucho, Leute wie Conny mit dieses und Kimmich und ja, jetzt muss ich wieder 10 Namen nehmen, sonst da habe ich gedacht, Pavlo eigentlich auch, Leon eigentlich auch, Bischi eigentlich auch. Aber was ich meine ist, es gehört auch einfach Energie dazu. Und diese Spieler sind... Naja, Conny Leimer hat bei allen Spielern, die er da gerade genannt hat, vielleicht Lucho Diaz, der ähnlich ist, ja, aber Conny Leimer hat nochmal eine ganz, ganz andere Intensität und eine ganz andere Energie. Auch nicht mit einem Kimmich vergleichen. Vielleicht vom Ehrgeiz her, ja, aber Conny Leimer bringt eine ganz, ganz andere Energie aufs Feld einfach, ne? Ganz oben dabei in dieses Energiekommunikation. Und das ist wichtig für uns. Stefan Kumbreger? Naja, nicht ganz oben dabei, sondern ganz oben. Ja, also es gibt keinen vergleichbaren Spieler, wie gesagt, Lucho vielleicht, der diese Energie auf den Platz bringt. Also das ist kein Kimmich, das ist kein Pavlo, das ist kein Goretzka. Das ist... Nein. Von Sport 1 nochmal, bitte. Vincent, es gibt die Diskussion, ob Lennart Kallwild mit muss zur Weltmeisterschaft. Wir blicken
Ich glaube, das reicht schon als Antwort. Ja. Wie blicken Sie auf die Immer schön, wenn man nicht ein Spiel spielt, um die Quali zu erzielen, aber am Ende kann man mit auf dem Flieger. Das wäre super. Jetzt sind Sie ja selbst Experte, weil Sie haben mit 17 Jahren Nationalmannschaft gespielt. Also wie blicken Sie auf Lennart Kahls Chancen auf die WM und wie ist es Ihnen denn ergangen als so... Du kannst doch nicht zu einer WM einen Spieler mitnehmen, der alle 4 Spiele mal 60 Minuten spielt. Hä, was? Haben die einen an der Murmel oder was? Hä? Also so naiv kann man doch nicht sein. Und gerade in der Offensive ist es doch nicht so, dass wir in der deutschen Nationalmannschaft irgendwelche großen Probleme haben. Ja gut, bevor du den Leroy Sané mitnimmst, kannst du den AK mitnehmen, aber ansonsten... junger Spieler dann schon das Nationaltrikot zu tragen? Ja, ich will es jetzt... Ich habe auch Respekt natürlich für Julian Nagelsmann und der muss schon so viele schwierige Entscheidungen treffen. Der braucht jetzt nicht meine Meinung nochmal dazu, wie er seine Kader aufstellen muss. Aber mein Fokus als Bayern-Trainer ist, dass Lenny erstmal ein Bayern-Erfolg wird. Ich habe das nicht alles unter Kontrolle. Am meisten hat Lenny das unter Kontrolle. Und das heißt, dass er jetzt machen muss, wie jeder erfolgreiche Spieler das gemacht hat in seiner Jugend, einfach weiterarbeiten. Ich glaube, Max hat das schon richtig gesagt. Fokus auf Training, Fokus auf seine Minuten, dass er in seiner Minute einfach zeigt, dass er Spaß hat, aber dass er auch zeigt, dass er Qualitäten hat. Und wenn man bei Bayern gut spielt, dann kann immer Bonus dazukommen. Und aber die Fokus muss erstmal hier sein, dass er hier seine Leistungen bringt und hier lernt und besser wird, weil ich möchte gerne, dass Lenny noch besser ist, wenn er 18 ist und dann wieder besser, wenn er 19 und wieder besser bis Ende seiner Karriere immer wieder steigert. Und das geht nicht, wenn man jetzt schon zu weit denkt. Man muss Fokus haben, auf was man diese Woche machen muss. Und Ihre Erfahrung? Meine Erfahrung als junger Spieler in der Nationalmannschaft? Ich muss sagen, das war damals ein sehr mittelmäßiger, es war noch nicht die goldene Generation von Belgien. Und ich war vielleicht der Erste dann in diese goldene Generation, die dann in die Nationalmannschaft reinkam. Es war, glaube ich, erste Pflichtspiel war sogar, oder einer von meinen ersten Spielen war das Eröffnung von der Stadion in Köln. Belgien gegen Deutschland. Und wenn Sie das Spiel zurückschauen, dann sehen Sie, wie weit Belgien sich entwickelt hat danach. Aber was ich meine ist, als junger Spieler hast du eigentlich nicht dieses Druck, kannst du alles genießen. Wenn die Mannschaft verloren hat, 3-0, dann war das nicht meine Schuld. Und das möchte ich auch, dass Lenny auch, dass er das auch spürt. Wenn es mal schief geht vor Bayern München, dann ist es nicht Lenny seine Schuld, nicht jetzt. Jetzt muss er genießen, spielen. Wenn er mal Fehler macht, dann werden wir das besprechen und wir werden ihm helfen. Und irgendwann wird dieser Druck auf seine Schulter kommen, hoffentlich. Aber jetzt diese Zeit ist sehr, sehr wichtig, dass man das Positive vom Fußball, weil sie machen natürlich sehr gute Hype, aber irgendwann, Sie wissen, wenn er 3-4 Mal nicht gut spielt und keine Tore schießt, dann kommt Drama. Ja, dann ist ja, ewiges Talent und kann sich nicht durchsetzen beim FC Bayern, aber jetzt redet man über Nationalmannschaft. Die Presse und die Fans und die haben einen an der Murmel. Die haben einfach einen an der Murmel in der heutigen Zeit. Und deswegen, jetzt muss er einfach dieses Hype ein bisschen genießen, dieses positive Flow. Er wird nicht viel Falsches machen in den nächsten Jahren, aber irgendwann wird das kommen und ich möchte, dass er einfach ohne Druck diesen Moment genießt. Manuel Bunke nochmal von Merkur CZ, bitte. Noch eine kurze Nachfrage zum Torwartthema, Herr Kompanie. Manuel Neuer fliegt dann gar nicht mit, darf Pause machen oder ist er trotzdem im Kader? Und vielleicht eine Frage an beide. Klar fliegt er mit. Ja, kann ja sein, dass er sich vielleicht ausruhen darf mit Nein. 39. Nein, überhaupt nicht, nein. Wir haben nur im Gedanke, dass wir, dass dieses Spiel natürlich in Köln so wichtig ist, dass wir Jonas auch eine faire Chance geben mussten. Aber Manu ist dabei und wir brauchen Manu und als Führungsspieler auch mit für dieses wichtige Spiel.
wichtiges Spiel. Abschluss. Vielen Dank. Wie überraschend, ja. Und nein, ist natürlich richtig. Es kann ja auch immer was passieren. Uwe, wo man sich an eine Wand malen, ich klopfe mal vor, kann sich verletzen, sonst was. Ja, weiß man doch nicht. Wäre das ja fatal, wenn du Manuel Neuer zur Verfügung hast, dass du ihn nicht mitnimmst. Wenn wir jetzt über Köln reden, ja, auch da. Also er ist Kapitän dieser Mannschaft, wenn der nicht mitfliegt, weil er gesperrt ist. Junge, das wäre aber auch ein fatales Zeichen. Dann kann er auch gleich wieder im Skiurlaub fahren oder was. Also da gehört natürlich ein Kapitän mit dabei. Es ist ein Pokalspiel, zweite Runde, es ist ein K.O.-Spiel. Und wenn man da gesperrt ist, gerade als Kapitän hat man dabei zu sein. Punkt. Ja. Und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende, hoffentlich ein schönes Spiel. Ovi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie eines sind.